Hallo, Anfängervideo Nummer 8 zu Nomadsculpt. Hier erkläre ich Sachen zum Maskieren. Ich habe wie immer kein Drehbuch. Ich erkläre alles, wie es mir gerade so einfällt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber es ist sehr, sehr umfangreich, wenn man es wirklich klar darstellen möchte. Zum einen maskieren, es gibt zwei Maske-Tools, also ich mache wieder mal einen Screenshot. Wir haben jetzt hier einmal diese Maske und diese Cell Mask. Das sind die beiden Maske-Tools. Und dann haben die immer hier oben Einstellungen und dann gibt es noch diese Stroke-Einstellungen. Und auf der linken Seite gibt es diesen Maske-Knopf und Unmaskieren, Unmask. Also Entfernen wieder der Maske. Gut, das sind so die wichtigen Punkte, wo man alles findet. Okay, ich smoothie mal diesen Kerl da weg. Ja, egal, ich mache eine neue Kugel. Wo ist er denn? Für was nutzt man die Maske? Die Maske kann man für Sachen nutzen, um Objekte zu schützen und um neue Objekte zu erstellen. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Perspektive aus. Ich schalte mir hier die lokale Symmetrie ein. Nimm die normale Maske, stinknormal, und nutze die Symmetrie und markiere mir hier diesen Nasenbereich. So, jetzt kann ich diese Maske hier, oben sind diese Tools, Invert, und diese Kurzbefehle habe ich schon erklärt. Ich invertiere jetzt diese Maske und jetzt kann ich hier mit dem Move-Tool diese Nase rausziehen. Das ist praktisch, wenn man Bereiche schützen will. Ich lösche die Maske, erstelle eine neue Maske und maskiere jetzt hier diese Augenbereiche. Und hier kann ich diesen Blur verwenden, um das weich zu machen, und die Maske wieder invertieren. Und kann jetzt hier mit Gizmo zum Beispiel diese Mulden reinziehen vor den Augen. Man sieht jetzt hier, jetzt hat das Ganze schon eine Form. Das wäre jetzt diese Schützenfunktion. Und die andere Funktion ist, wenn man hier die Maske nimmt und ich male jetzt hier mal ein Ohr auf. Und jetzt kann ich hier wieder die Maske schärfen. Und jetzt kann ich ich schalte es auf 0, diese Shell. Ich kann das jetzt extrahieren, diese Ohren. Und im Solo-Modus sieht man jetzt, dass diese Flächen hier extrahiert worden sind. Und hier kann man jetzt gleich aufs nächste Thema kommen. Und zwar diese Einstellungen, um diese Schärfe von diesen Kanten der Maske zu erreichen. Man sieht jetzt hier, ich kann jetzt hier mal auf Blur drücken und hier ist dieser Regler Border Smoothness. Und wenn ich jetzt auf Extrahieren drücke, dann sieht man, dass das total pixelig extrahiert wird, diese Maske. Ich gehe einen Schritt zurück, Undo, und jetzt drehe ich diese Border Smoothness nach oben und extrahiere die Sache wieder. Und jetzt sieht man, dass diese Kanten glatt sind. Also das ist, auf jeden Fall sollte man diese Border Smoothness hier im Blick behalten. Und jetzt ist es hier möglich, mit diesen glatten Kanten kann man jetzt hier auch noch dieses Pinch-Tool verwenden und diese Kanten hier noch
noch anglätten. Ich habe die, so kann man hier diese Rundung ein wenig gestalten und man kann natürlich auch mit dem Move-Tool da noch ein wenig nacharbeiten. Und Trim-Tool ist natürlich auch möglich. Also ich wollte es bloß mal zeigen, dass man hier da relativ dann die Kanten glatt ziehen kann. Und der Unterschied zur normalen Maske, zur Extraktion ist natürlich gewaltig. Okay, und diese Flächen hier, die kann man jetzt wieder maskieren und im Maskemenü dann mit der Dicke extrahieren. Dann kann man hier diese Ohren, naja, schön sind sie nicht. Jetzt bin ich bloß wieder erstaunt, warum man die Symmetrie nicht macht. Habe ich die lokale Symmetrie? Ah ja, jetzt macht er mal die Symmetrie. Ja, jetzt hat das Kerlchen Ohren. So. Was haben wir jetzt alles? Mesh. Das Mesh kann man löschen. Naja, so kann man halt mit dieser Maske andere Formen erstellen. Ich lösche das ganze Teil da jetzt mal. Ja, in dem Beispiel wollte ich bloß demonstrieren, je weniger Vertices, also einzelne Punkte man hat, desto leichter ist es mit dem Maskieren. Ich kann jetzt hier einen einzelnen Punkt maskieren. Ich lösche die komplette Maske mal und kann dann mit diesem Gizmo die einzelnen Punkte beeinflussen. Das ist natürlich mit so einem Mesh, wenn man hier viele Punkte hat, ist dieses Maskieren viel schwieriger. Also da muss ich schon winzige, also wenn ich das genau machen will, ja, muss ich mich viel mehr bemühen. Also deswegen versucht man am Anfang immer wenig Vertices zu haben und ja, und sich einfacher zu tun. Gut. Dann hier ist ein Beispiel mit diesen Drachen. Ich bringe mal eine Box rein und lasse extra diese Topologie, so wie sie ist. Und um hier jetzt diesen Drachen genauso drauf zu kriegen wie auf dem anderen Würfel, kann man die Maske verwenden. Und zwar diese Box-Topologie. Wir brauchen hier erstmal die Maske und dann brauchen wir ein Alpha-Bild. Also hier kann man kann ja diese Alphas hier reinladen, schwarz-weiß, und weiß wird maskiert und schwarz nicht. Und dann kann man hier diesen Fall-Off erstellen und auf Grab Dynamic Radius umstellen. Danach erscheint dann sowas hier bei der Auflösung von dem Würfel. Hier braucht man eindeutig mehr Punkte. Also man kann hier dieses Multi-Resolution nutzen, Subdivide, Subdivide, Subdivide. Also ich gehe mal auf 1,6 Millionen Vertices und
jetzt, wenn ich diesen Drachen hier aufpinsel, dann sieht man schon eindeutig. Also ich mache mal das Mesh aus. So. Und das Schöne an diese Multi-Resolution ist, dass man das Objekt wieder in weniger Pixel zerlegen kann und Speicher sparen kann. Ich brauche aber jetzt für diese Maske, brauche ich jetzt das da. Und im Maskenmodus, hier in den Settings, ich stelle die Shell Thickness wieder auf 0, damit ich das flach rauskriege. Und ich demonstriere jetzt hier mal nochmal diese Border Smoothness und diese Geschichten. Ich extrahiere jetzt das und gehe in den Solo-Modus und zeige das hier, wie das ausschaut, diese extrahierte Maske. Und die schaut halt recht ausgefressen aus. Ich gehe jetzt nochmal zurück und jetzt testen wir das mit dieser Border Smoothness, extrahieren das. Und jetzt hat man schon schönere Ergebnisse, bloß noch nicht richtig schön. Und jetzt schärft man diese Maske noch ein paar Mal, also bis halt nichts mehr weitergeht. Und jetzt, wenn man extrahiert, erhält man relativ schöne Kanten. Man kriegt es nicht ganz fehlerfrei hin, wie diese Dinger da, die bleiben nicht aus. Also, aber diese Auflösung von der Maske, das ist jetzt so, was ich jetzt weiß, das Maximum. Außer man nimmt noch mehr Vertices, um die Maske zu extrahieren. Okay, und diesen Würfel, den können wir wieder in den Urzustand zurückversetzen, in diese geringe Auflösung, die Maske löschen am Würfel und hier mit diesen Drachen, den kann man jetzt erst einmal, naja, geben wir nochmal ein wenig Farbe und bringen etwas nach vorne. So, jetzt sieht man schön. Und man kann jetzt versuchen, diese Kanten hier noch zu glätten, indem dass man mit diesem Pinch-Tool hier die Kanten noch glatt macht. Also das sind Fleißaufgaben, ne? Also da muss jetzt jeder selber wissen, was er tut. Und dann kann man diesen Drachen wieder maskieren. Und jetzt könnte man, ich brauche die Maske mit 0.2. Jetzt könnte man extrahieren, wenn man ausgewählt hätte. Und ich runde mal die Kanten noch. Jetzt kann man diesen schön abrunden. Und wenn man lustig ist, kann man auch noch so eine Art Voxel Remesh machen. Ja. Sagen wir mal 300, 400, sowas. Jetzt müsste das Ganze schon relativ gut sein. Es sind im Solo-Modus. Und so hat man jetzt relativ gut diese Maske extrahiert. Die Rundungen sind okay und jetzt kann man es dezimieren. Und dann kriegt man den Poly-Count relativ gut runter. Gut, also der Drachen hat jetzt 11.600 Punkte. Ich glaube, man könnte dann vielleicht sogar noch einmal runter dezimieren, ohne dass es ein Riesendesaster gibt. Nö, der ist noch gut. Also 5.800 Punkte kriegt man und dann hat man einen relativ scharfen Drachen. Ja,
So viel zu der Maske, hätte ich jetzt einmal gesagt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Also es gibt noch äh, praktisch Alphas, wo man Gradients macht und solche Sachen. Alles klar. Aber viel Spaß dabei mit dem Sculpten. Tschüss.